An den letzten 30 Jahren haben sich immer mehr Bakterien verbreitet, die resistent gegen bestimmte Antibiotika sind. Das heißt, gegen die das Antibiotika nicht mehr wirken. Verschiedene sind sogar gegen bald alle Antibiotika resistent. Das Superbugs genannt. Antibiotika bekämpfen Infektionen wie zum Beispiel mit E. coli-Bakterien bei einer Blasenentzündung. Man geht auch präventiv zum Beispiel bei Operationen angesagt. I'll be darned. That's amazing. Was sich nur immer mehr resistent Bakterien durchsetzen, macht es schwierig, gängige Bakterialinfektionen zu trätieren. Und am schlimmsten Fall sterben mehr Leute darunter. So wie 400 Entdeckung von Antibiotiken. Wie entstehen überhaupt resistent Bakterien? Bakterien sind winzige Mikroben, die uns bei vielem helfen, zum Beispiel als Essen zu verdauen. Aber ein paar können uns auch krank machen, ähnlich wie Viren. Mir ganz wichtig, Bakterien sind keine Viren. Und dafür helfen Antibiotika nicht bei viralen Infektionen, was zum Beispiel die meisten Erkältungen sind. Etwas haben sie aber gemeinsam. Durch Mutationen in ihren Genen entwickeln sie sich immer weiter für zu überleben. Hier sind noch Mutationen dabei, durch die Bakterien Antibiotika überleben. Und so entstehen neue resistente Bakterienstämme, die sich dann ausbreiten. Das ist ein natürlicher Prozess, den wir nicht verhindern können. Die Evolution. 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 Wir wissen aber, was diesen Prozess beschleunigt, nämlich eine falsche oder übermäßige Konsumation von Antibiotika.